Barbados. Barbados, Alter. Ich weiß nicht, warum wir das sagen, aber ich wollte mitmachen. Nein, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Okay. Servus Kidrap, wie Servus. geht's dir? Gut. Oh, falsche Richtung. Hast du gut geschlafen? Ja, du auch. Ja, sehr gut. Ja. Nein, stimmt eigentlich gar nicht, ich habe voll schlecht geschlafen. Ich weiß nicht, ob jetzt das Prinzip ja auch gesagt. Ja. Aber ich muss mir auch gewohnen, dass wenn mir jemand fragt, hey, geht's dir gut, dass ich sage, nein, Ja. überhaupt nicht. Ich habe richtig Probleme, Ja. geistig, psychisch, mit der Familie, überhaupt. Insgesamt das Leben, ja. Ja, läuft viel Ja, verkehrt. am euphorischsten sagst du immer, ist mir aufgefallen beim Friseur, dass es dir gut geht. Weil da geht es dann nicht nur gut, sondern sehr gut. Immer. Ja, ja, das ist so mein Du wirst einen positiven Vibe mit Socializen-Ding. einbringen, Ja. Ich möchte, dass mich die Albaner irgendwann einmal als einen von einer sehen, Ja, aber ich der glaube, dass ich dann... lebensfrohe Deutsche. Ja, genau. Ja. Aber es ist lustig, dass du das sagst, weil mir ist das letztens auch aufgefallen. Ja. Aber da war ich ja besonders gut gelaunt, weil das war kurz vorm Auftritt. Ja. Und ich habe mich auf den Auftritt gefreut. Ja. Also ich muss auch sagen, ich gehe gern zum Friseur aus dem Grund, weil man da bin ich ja gezwungen, nichts zu machen. Das da kann ich stimmt. nicht aufs Handy schauen. Da führe ich zwar jetzt mal relativ gleiche Gespräche, aber auch das mag ich, weil da muss man Ja. nichts Neues überlegen. Frag Lulli, wie geht's deiner Mom? Sagt Bruder, nicht so gut, aber wird schon. Ja, Haare, Ja, Tobi oder Michi, Ja. also je nachdem, wie sie mich gerade nennen. ja, Tobi, Haare bei dir vorne, glaube ich, besser. Hinten, Bruder. ja. Aber es ist nur der Lulli, der Isa hat jetzt auch gesagt, ein bisschen nach vorne. Ich mache es jetzt nach vorne Ja. und das ist tatsächlich, schau mal, ich habe hier nichts mehr. Ja. Oder ja, weniger. Ist gut, ja. Das ist schön und es ist auch, die halten mir aus. die Ja, Frisur. mal schauen, was die Leute dazu sagen im Internet. Ja, Ob's- stimmt. Wer ein Politiker diesmal das finden, um den mit dir zu vergleichen. Also ich finde euch beide ja echt saugeil, aber diese Trump-Frisur, diese Trump-Haar-Ding, das hat mich schon verletzt. Ja. Ja, Ich möchte Lulli, nur, dass du weißt, dass ich es nicht wegen dir gemacht habe, die das Ja. geschrieben hat. Lulli hat zu mir gesagt, wir müssen ein bisschen wachsen lassen, dass länger sein um, sonst geht's nicht. Weil sonst schaut aus wie der Kapital bra, wenn es einfach nur so nach vorn sind. Quasi braucht mehr Volumen. Ja. Was mich interessiert, ist, wie weit wir es fahren, also die fordern, weil ich habe schon gemerkt, also pass auf, wenn die jetzt vorne noch länger waren, Ja, dann schauen die bei mir eher nach vorn, weil sonst, oder ich check nicht, wer das da machen soll. das werden sie uns dann schon sagen. Ja, hoffentlich. Müssen wir einen Kurs machen. Das wäre geil. Ja, Naja. Crazy K Spezial. okay. Tierfakt. Ja, Wie ihr schon wisst, existieren Haie schon länger als Bäume, aber sie gibt es sogar schon länger als die Ringe des Saturns und als den Polarstern. okay. Das ist wild. Ja. Gruselig. Falls das ein Zitat ist, du hast geschrieben, sie gibt es sogar schon länger als die Ringe des Saturns und als der Polarstern. Als den. Okay, als den. Ja. Aber was soll's. Ist halt schon geil, gell, wenn du denkst, so alle haben sich gedacht, ja, Evolution, und daher hat sie gedacht, na, ich bleib hier und ich friss jeden von euch Ficker, der hier Ja. an den Fuß reinsetzt. Du bist mir nicht zu groß, du bist mir nicht zu klar, du bist mir nicht so menschlich, mir egal, ich schwimme einfach rum, schau saugrintig und gefährlich aus Ja. und beiß dich. Ja, Ich beiß dich, aber hau mir ja nicht auf die Nase, nein, bitte, und Bruder. dreh mich nicht, Dreh weil mich sonst nicht, kotzt sonst sie weiß, ich alles gar, sonst weiß ich nicht, wo ich bin. ja, Das kann ich mir daheim mit meinem Haistamm nicht mehr blicken lassen. ja. Und wir greifen nur so oft an, dass Menschen so verschiedene Theorien haben, sodass wir gar nicht gefährlich für Menschen sind, dass nur Verwechslung waren. Wir sind einfach miese Wichser. Ja, stimmt schön. Der Hai gerade irgend so ein Menschen normal und sagt, ja, aber die Statistik sagt, dass ich die eigentlich gerade gar nicht friss. Ja, Sondern macht da keine Sorgen, ich hab die zwar gerade in meinem Mund, ja, aber Kokosnüsse herabfallen, das sind eigentlich viel gefährlicher. schon, ja. Also von dem her. Ja, es ist ja alles immer nur ein großes Missverständnis bei Haie. Ja, Also weil das, die wobei es ja, erfassen das ja mit den Zähnen. ja, war mal das. Ja, So geht's mir mit meinem Schwanz. Das bedeutet, in so einer Beziehung, wenn du bist Ja. und du fickst aus Versehen eine andere, ja, bei mir ist es auch so, dass ich erst dann, wenn es schon spät ist, merke, oh, das ist gar nicht meine Lebensgefährtin Ja. oder Gefährte. Da weiß heute ist noch mich nicht. bedeckt. Da halten wir uns bedeckt. Ja. Ja, und dann sage ich, ach scheiße, das gibt's ja nicht, aber da bin ich ja schon längst fertig. Mein Problem ist, dass mein Schwanz das erst merkt, wenn ich schon gekommen bin. Ja, klar. Weil vorher ist er ja im Modus. Genau. Wie Und der das, Hai ist, auch. und das ist dann auch diese Post-Nut Clarity. Ja, Und das ist mir dann sau peinlich. ja. Meinst du, weil sich der Hai schämt? Ja, schon so, Ja. oh nein. Schon Das habe wieder. ich schon wieder getan. Das gibt's nicht. Dummer Kai. Uwe. Uwe, ja. Lasst euch vom Stefan nochmal den Witz jetzt sein. Jetzt müssen wir einen Crazy K einladen und einen Stefan einladen. Ja. Also, war der Crazy K schon mit da? Irgendwie? Nein, wir haben es nach der US seit 2020 haben wir es ja geplant.
oder nach der New York-Reise. Da, glaube ich, haben wir einen Lotus gleich wollten wir mal einladen. Also, oder insgesamt eine USA-Reise. Haben wir nie gemacht? Podcast. Nein, nur einen MJ haben wir mal eingeladen, als Malle-Spezialisten. Den würde ich mir gerne mal wieder anhören. Ja. Ja, was für Gäste haben wir sonst noch da gehabt? Also jetzt Ja, ein nur, Christoph, also keine Zivilisten. außer ein MJ. Ja, der MJ war der Einzige, ja. Oder? Ja, also ein Musiker. Also alle waren aus dem Showbiz. Biber, Anja, Kiste, Lenze. Der Lenze war da, stimmt. Ja. Ach, krass. Deswegen haben wir dann den Song gemeinsam gemacht, weil wir uns sympathisch gefunden haben. Aber seitdem wir mit ihm im Sadomaso-Studio waren, hat er sich nicht mehr gerührt. Irgendwie war es da seitdem. War irgendwas anderes, ja. Irgendwas war dann komisch. Ja, Ja, da hat er schon erst einmal geschaut. ja, Aber gut, da hat er gleich gewusst, was er kriegt. schon, ja. Also da haben wir nicht lange rumtun müssen oder, sag ich mal, irgendwie einen anderen Typ Mensch vorspielen müssen, sondern er hat gleich gewusst, okay, fuck. Die, Ja, ich versuche mir da gerade eine zu versetzen. Du kennst eigentlich Typen fast nur so vor einem Auftritt auf dem Internet, wo es echt schwer zum Sagen ist, ob die geisteskrank sind oder einfach massiv zurückbleiben und oder gefährlich, eben weil sie so zurückbleiben sind. Nicht jetzt körperlich. Da, also mongoloide Kräfte kann sich entwickeln bei uns. ja. Und dann bist du mit denen im Podcast, wo es auch nur Scheiße labern und dann sagen, hey, machen wir ein Little. Und dann triffst du mit denen, tritt der Kontakt in echt. Und dann ist da einfach eine Masken mit einem Trichter, wo reingepisst wird. Ja, oder ein Kackelstuhl. Ja, Und wir haben unsere eigene Ukrainerin dabei. ja. Und ein eigenes Röhrchen für Harnröhre Ja. und Schwanzspreizer. Das ist, und vor allem, er ist ja auch ziemlich drangsaliert worden von der Alina. Ja, Also die hat ja da bei ihren Arztspielchen sie jetzt nicht so brutal zurückgehalten. Nein. Ich glaube, am härtesten hat es zwar ein Harry erwischt wird. ja. Gut, wir wollen das Der Harry wird oft gewürgt. Ja. Ja, wird echt so oft gewürgt. Der muss Gibt man die Vibes dafür. Ja. Ja, irgendwie schon, gell? Ja, Gibt wenig Also hat wenig, man- aber wer mir auch komplett Würge-Vibes gibt, der gar nichts dafür kann, ist trotzdem wieder der Stefano. Ja, aber der gut. hat so einen komischen Ja. Hals. Der hat so ein Hals, wo ich nicht weiß, sei mir nicht best, also das ist positiv gemeint. ja, Das ist so ein Hals, wo ich mir nicht sicher bin, komme ich durch. ja. Ich glaube, der Stefano ist ein großartiger Liebhaber. Ich glaube, dass der offen ist für alles. Ich glaube, der dass gibt viel. Ja. Ich glaube, dass da, also da, da musst du einfach komplett den Kopf ausschalten und einfach nur genießen. Ich glaube, dass der auch nicht aufhört. Also der sagt nicht, oh, ich habe jetzt keinen Bock mehr, sondern der, keine Ahnung, ich stelle mir vor, dass der 6 Stunden einfach als Dienstleister für mich da ist. Ja. Entschuldigen Sie die Unterbrechung. Bayerns Most Wanted geht gleich weiter. Leider ist der fette Eud O beim Versuch, durch das Fenster einen Rennradfahrer zu beleidigen, beim Aufstehen auf die Leertaste des MacBooks gekommen und hat hierbei die Tonaufnahme unterbrochen. Upsi. Super. So, aber der übernannt. Herzlich Servus. willkommen zum zweiten großen Los Brutalos Autopodcast. Warum haben wir einen Autopodcast jetzt gestartet? Weil mein PC wieder ein technisches Problem gehabt hat, obwohl es ein MacBook ist und kein Windows-PC. Aber das checke ich da überhaupt gar Nein. nicht. Ja. so weiß ich mal, wie sich so andere Menschen fühlen, die wo mit Cubase aufnehmen zum Beispiel. Ja, die unteren 1000. Ja. Und jetzt haben wir schweren Herzen. Jetzt müssen wir da auf den Weg zum Gig einen Podcast aufnehmen, damit ihr weiterhin versorgt werdet. Und ja, Das Ärgerliche ist, der war echt saulustig, der andere Podcast. Wir könnten es nochmal rezitieren. Ich meine, wir haben sehr lustige Sachen über Haie gesagt und Ja. sowas. Also was war der Tierfakt nochmal genau? Der war vom... es gibt Haie schon länger, wie die meisten ja wissen, als Bäume. Ja, Aber es gibt sie noch länger als einen Polarstern und als den irgendwas muss er tun. Kreis vom Saturn. Ja, genau. Ja, Ja, top. Gut wiedergegeben. ja. Vielleicht so unsere Haiwitze, die blenden wir ein, weil die waren sehr lustig. Ja, genau. Da jetzt persönlich als Highlight des Podcasts, weil da war der Ton noch da. Highlight. Ja, oh, stark. Ja. Fuck. Ja, so muss es weitergehen. Ja. Genau so muss es weitergehen. Das ist Ja, kleiner Wochenrückblick. Highlander. Boah, scheiße, ich hab gar keinen Bock noch mehr auf den Wochenrückblick. Wir Aber waren in Passau, Alter. Wie war's? Passau war sehr, sehr geil. Ja, Ich möchte nicht angeben, aber er war wieder ausverkauft. Zwar in letzter Sekunde, aber ausverkauft ist ausverkauft. Ich möchte hier nochmal ein Shoutout an das ganze Team vom Zauberberg geben. Ich weiß nicht, warum ich so ein großer Fan von diesen Arschlöchern bin. Sophia, beste Frau. ja, Auch wenn es behauptet, sie heißt nicht Sophia. Duffy, großartiger Mensch. Manu,
bester Lichttechniker und insgesamt immer alles in diesem Laden ever. Und was hat es das mal zum Essen gegeben nochmal? Also eine Art Bolo, oder? Ja. Ein Bolo mit Fusilli. Ja, war sehr gut. Ja, kannst überhaupt gar nichts sagen. Parmesan, eine Wurstplatte mit Sagen im Obst, das haben wir im Arsch nicht angeschaut. Nein, darfst du nicht. Ich muss ehrlich gesagt sagen, das macht Sinn zum sagen, ehrlich gesagt sagen. Schon, Ich gell? muss ehrlich. Ja. Ehrlich gesagt. Jetzt seid ihr mal live dabei, wenn ich mal Ja. FIFA sehe. Oh, 1328. Ja. Dass beim Catering die Brotzeitplatten oft fast geiler ist wie das eigentliche Hauptgericht. Ja. Weil ich bin halt auch ein großer Brotzeit-Fan. Ja, Aber da ist schon richtig guter Stuff dabei. Kid Rap, Ja, es passt Safety schon. First. Eigentlich. Mit den Leuten, meine kleinen Männer, hätten nicht voller Pracht sein. Ja. Ja. Hast du gesehen, mein Roast, den ich gekriegt habe, dass ich keine Haferschale Ja. habe? Das war mein, wo man Säcker kann. Ja, hab ich gedacht, ja. Ja. Er hat ja recht. Also Passau, was haben wir alles erzählt über Passau? Ja, was der Ablauf war, wir sind hingekommen, Soundcheck gesoffen, geiler Auftritt. Ein paar Probleme mit dem In-Ear haben wir gehabt, das war ein bisschen nervig. Aber viel wichtiger ist, dass danach gesoffen worden ist. Mir hat eine am Merch dann den Nippel zwickt. Das Aber, hat es schon angekündigt. Ja, aber weil- Ich ja. nehme die immer das. ja, genau, das war ihre Rechtfertigung, weil du hast ein Herzl drauf geschickt, du Arschloch. Du hast scheinbar, ja, Nippeltwist incoming hat es einfach nur geschrieben und das habe ich schon gelesen, aber ich habe nicht, natürlich da keinerlei Bezug dazu gehabt und du hast scheinbar ein Herzl da lassen. Dann kommst, zwickt man einen Nippel Ja. und sagt, ja, wir haben ja ein Herzl da lassen. Bin ich bis jetzt, obwohl wenn man die Mike und den Hirsen mitzählt, dann nicht. Aber sonst bin ich jetzt der Einzige, der noch keinen Nippeltwist vor dem Zuschauer gekriegt hat. Wieso wäre es Neues? Ja Gott, der Fabi sind beide Nippel bissen worden. Der Harry, Entschuldigung, Von wem von nochmal? Frido. Ah ja, klar. Ja, gut. Ja. Ja, aber da muss ich sagen, habe ich auch schon das eine oder andere Mal mit dem Gedanken gespielt beim Harry. Ja. Weil die sind schon sehr einladende. Stimmung war Männer. gut, ich glaube, das kann man sagen. Die Leute waren motiviert, die haben Bock gehabt. War aber auch für uns auch großartig, bei aller Bescheidenheit. dass Nein, wir haben das da schon ziemlich abgeliefert. Ja, das war groß. Mai danach haben sie unsere Wege dann ein bisschen getrennt, weil ich gesagt, war ja gerade schon erwähnt, ein großer Fan von ganzen Zauberberg-Team. Deswegen ist für mich eigentlich so mein Standardabend im Zauberberg, dass ich mit denen Saufbiss zuspannen. Ja. Und diesmal war ich schon vernünftig. Aber ich wollte ehrlich gesagt irgendwann eigentlich doch noch einen Soda pur schauen, aber dann Ja. seid ihr schon draußen gestanden. Gut, wir waren gleich bis um 2:30 in Zauberberg. Ja, völlig. Ich weiß nicht, wann wir dann, eine Stunde später, aber der wartet nicht lange im Soda. Ja, es hat schon ein bisschen da, weil wir einen Döner gegessen haben. Ja. Also einige von uns, nicht alle. Nicht alle. Harry, mein Herz jetzt heute, aber warum hast du wieder keinen Döner gegessen? Ey, aber die Momente, ich kann es selber nicht erklären, aber echt keinen Bock gehabt. Also ich habe jetzt nicht gehört, aber gesagt, ich habe in dem Moment einfach keinen Bock gehabt. Ja. Das Schenk- passiert sei. Weil jetzt und jetzt, ja gut, dir was, hat sonst niemand mitgegessen? Ja, der Mike, Okay. der Hirs. Ah, super, ja. Und ich habe eigentlich gedacht, dass entweder der Stefano oder der Harry dann schwach werden. Aber die haben da beide so rumgezickt, dass er dann nicht gegessen hat. Ja, vor allem das Geile war, dass der Stefano ja das scheinbar zu euch gesagt hat, nein, auf gar keinen Fall. Ja. Und der war ja dann wieder im Zauberberg zum Ja. Kickern. Und dann sind wir rausgegangen und ich, boah, wenn der Dönerladen jetzt noch offen hat. Und er hat noch offen gehabt. Dann habe ich aber riesen Glück gehabt, weil ich das letzte Stück Fleisch noch gekriegt habe. Erst haben sie gesagt, nein, Ja. heute auch. Leider keine Fleisch mehr. Aber war dann noch Fleisch Ja. da. Und Sehr gut. ich versuche die Story ein bisschen abzukürzen. Wir haben dann, es hat einen ganz besonderen Moment gegeben. Wir wollten eigentlich zurück ins Hotel gehen. Also es waren dann noch Sabrina, Stefan und ich unterwegs. Wir wollten zurück ins Hotel, slash vielleicht ein Soda-Dings. Aber dann ist auf einmal, haben wir ein Zuggeräusch vernommen und hat der Stefan hat gesagt, wie geil war es jetzt eigentlich mit dem Zug zurückzufahren. Und dann habe ich gesagt, Alter, aber das lohnt sich jetzt finanziell glaube ich eher nicht so, weil ich gedacht habe, dass das Ticket um einiges teurer sein wird. Ja. Aber Bayern-Ticket für 2 Leute, 40 Euro, kannst du gar nichts sagen. Ja. Und er hat halt in Aussicht gestellt, um 11 Uhr entweder daheim sein oder um 11 Uhr erst losfahren. Und ihr seid wann losgefahren? Eins. Eins, ja. Waren dann noch im Café, Kaffee trinken, bis das Pado aufmacht. Ja, Und genau, dann waren wir eben im Pado, haben Shared Pizza gegessen, auch, dass wir wieder fahrtüchtig sind. das habe ich dich vorher gar nicht gefragt. Wer ist denn zurückgefahren dann? Ich,
Und was hast du für eine Pizza genommen? Gorgonzola Prosciutto. Oh, fein. Ja. Hast du das geschafft? Knapp. Aber du bist ja manchmal ziemlich schwach noch ums Saufen. Ja, möchte gar nicht hängen, der Hirsch hat es nicht ganz geschafft. Echt? Das ist der hier so schlecht Essen? Ja. Was? Und jetzt Harry, du? Aber Tiroler ist. Aber war weg, oder? Ja. Super. überraschenderweise von Mike auch. Der Mike hat auch aufgegessen, Ja. gell? Und ich möchte wieder keinen Hünger, der Chris hat es ja kleinere genommen. Ach so, es gibt die große und die... Es gibt die Mittagsmenü, die hat nur 30 cm oder 28. Ah. Die andere hat 32 Und cm. hat er es aufgegessen? Ja, das ist schön. Okay, man. Ja, wir sind ja dann, wir waren eben noch im Soda, sind wir eingeladen worden vom Barkeeper. Geiler Typ. Ich habe gerade geschaut, ob ich seine Nachricht finde, aber ich habe es leider nicht gefunden. Also am ersten nochmal, danke für die Biere. Hat uns gefreut, die kennenzulernen. Danke für die Berliner Luft. Ja. Und dann sind wir schon, haben jetzt ein bisschen Sprünge Ja, die Leute gehören schon mit. Und auf jeden Fall sind wir dann halt zurück ins Hotel. Und was jetzt auch nochmal hier, das ist mir ein sehr großes Anliegen, nochmal das Händelhaus roasten, weil diese Arschlöcher um 8 Uhr in der Früh das Sau angefangen haben. Und das ist einfach eine unverhältnismäßige Frechheit, wenn man um 11 Uhr auschecken muss. Vor allem war das nicht so ein Hotel, wo ich das Gefühl habe, dass die komplett ausgelastet sind. Es waren sehr viele Zimmer frei. Und da jetzt locker erst um 10 Uhr oder um halb 11 Uhr sagen können, wenn wir raus müssen. Aber meinst du, dass es wirklich so ein Ding war, okay, das ist jetzt eine Band und sie möchten einfach schon frühzeitig dafür sorgen, dass die Arschlöcher nicht bis 1 oder so Ich weiß nicht, keine Ahnung. Was natürlich nur zu noch einer größeren Frechheit macht. Ja, hat man auf jeden Fall wieder ein paar Milliliter in meinen Tränensack reingepumpt, dass ich dann nicht schlafen habe können. Aber Das ist halt echt der Albtraum, wenn du, ich meine, du warst dann auch um 4:30 erst, glaube ich. ja. Oder wann haben wir das letzte Mal telefoniert? Ich glaube 4:30. Ja. Das bedeutet, dann wärst du um 5 Uhr, ja, wobei, du hast um 4:30 geschlafen. Ja, sagen wir, du hast um 5 Uhr Ja. geschlafen, das bedeutet, dass du eigentlich nur 3 Stunden Schlaf gehabt. Ja. Und das ist schon weg, wenn es dann Das 2,5 Stunden heimfährst. Dann war das Problem, dass mein Akku fast leer war. Aber deswegen habe ich nicht mehr gescheit einschlafen können, weil ich mir gedacht habe, ich will nicht verschlafen. Ja, Dass dann die anderen auf mich warten müssen. Ja, es ist noch was Schlimmes im Zauberberg passiert. Du kennst den Raphael, unseren absoluten Lieblings-DJ auf der ganzen weiten Ja. Welt. Natürlich mit dem DJ Tobsucht. ja, Sabrina ist ja somit einer der schwächsten Menschen, die ich kenne. ja, Körperlich und natürlich auch psychisch. ja, Aber sie hat erst, im ersten Podcast habe ich schon erzählt, es hat Shoutout an Sina. Das war eigentlich eine Barkeeperin, die aber privat da war. Die hat sich die Augen relativ dunkel geschminkt gehabt und man hat wirklich mit jedem 30 Minuten Takt gesehen, wie diese Augen ein ganz kleines bisschen weiter zugegangen sind. Die hat sich da einen reingelötet. Das kann man unmöglich in Worte fassen. Also das war wirklich beeindruckend. War schön, das mit zu beobachten. Und da hat es irgendwann dann Sabrina zum Armdrucken rausgefordert. Das war für Sabrina wieder erwarten gar kein Problem. Also die hat es komplett weggezogen und dann jetzt pass auf. Die Tochter vom Raphael, vom Barkeeper, arbeitet an dieser Bar. Und die war ein bisschen zu selbstbewusst. Ich glaube, dass sie das war, die unser... Irgendjemand hat seine Jacken da liegen lassen. Ich weiß nicht, ob die von Stefano war. Oder von sonst jemandem. ja, Seine Dingjacken, also seine Collegejacke. ja, Und die ist irgendwo draufgelegen, die hat es einfach weggeschmissen. okay. Das war das Einzige, was mich aufgeregt hat. Aber die hat dann auch Sabrina rausgefordert. Und Sabrina hat eigentlich rein körperlich gar keine Chance gehabt. Ja, Und haben gedruckt und irgendwie hat, glaube ich, Sabrina eine alte Kindheitserinnerung, ein kleines als Kindheitstrauma hervorgerufen in diesem Moment. Und hat am letzten Moment hat es wirklich richtig abgeballert und das war, du hast gesehen, wie im Raphael was gestorben ist. Ja. Er war wirklich ein kleines bisschen sauer auf seine Tochter. ja, Ja gut, lass dich, Sabrina war ja wieder Lappenstamm, kennst du das ja? Ja, war mir das passiert. Und der Stefano war ja derjenige, das muss ich auch noch kurz, der war derjenige, der die Idee gehabt hat, im Zug zum Fahren. ja, Ist dann aber noch 2 Minuten. Also wir sind an diesem Bahnhof angekommen. Und Sabrina hat gerade Bier gekauft, kommt wieder und er hat einfach nicht nur so ein bisschen geschlafen, sondern so Endlevel geschlafen. Das war wie damals, als er behauptet hat, ich habe mich einfach im Zug gelassen, ja, wo ich ja über 2 Stationen versucht habe, wach zu rütteln. Ich habe wirklich, jetzt kann man es jetzt sagen, ich habe ihn wirklich so gerüttelt, wirklich Okay. geisteskrank. mach mich sauer. Ja,
Ich habe auch gemeint, das muss ich habe nicht gewusst, was ich noch machen soll. Ja. Und zu laut schreien wollte ich auch nicht. Ist dann der Fuß im Mund damals. Ja, dann hätte er wahrscheinlich nur einen Ständer gekriegt und ist weitergeschlafen. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann wach gekriegt, man hat ihm ein Bier gegeben und dann war er wieder voll da. Sehr schön. Und hat eigentlich die restliche Fahrt noch darüber geredet, wie glücklich er ist, dass das so geil ist und dass er unbedingt nach Düsseldorf fahren will. Wie es ausschaut, lass uns nach Düsseldorf fahren. Ruft irgendeinen Spätzl an von sich, Ja. der dann einen Schlafplatz. Ja, das ist doch scheißegal, hat er gesagt. Ist doch scheißegal, ob du jetzt morgen heimkommst oder heute. Macht ja keinen Unterschied. Bis morgen am Abend bist du wieder da. Ja. Aber Ja, wollte er nach Düsseldorf? Ich weiß nicht, wie er auf Düsseldorf gekommen ist, ehrlich gesagt. Weißt du noch, wie er auf Düsseldorf gekommen ist? Aber er wollte nach Düsseldorf, weil es hat einfach keinen Grund gegeben. Ja. Und dann hat er so ausgerechnet, was kostet er? Ja, er lädt uns ein. Okay. Er zahlt alles. Ja, dann hat er so durchgerechnet, was er braucht. Was schätzt du? Wir können dann alle gerne mal schätzen. Was schätzt ihr, dass der Stefano gesagt hat, dass er an Geld bräuchte, das er sich übrigens von mir leihen wollte, Ja. für diese Reise nach Düsseldorf? Für alle drei aber. Weil er ist auf gegangen. Aber ohne Hotel, weil wir hätten ja beim Spezi geschlafen. Ich glaube, die Rechnung war sogar nur noch für 2, oder? Also nur hinkommen und Verköstigung, oder? Aber was ihr meint, nicht was tatsächlich der Fall ist. Ja, genau. Also was er... Was ich leihen wollte dafür. Also wenn es so, weil wäre das wahrscheinlich 150 € leihen wollen. Ja. 150 gesagt. Aber ich schätze, es hätte mindestens 600 € gekostet. Nein, ihr müsst in die andere Richtung denken. Also er wollte sie mehr ausleihen. Ja. 3000 rein. 3000 wollte er haben. Ja, 3000 hat er so laut vorgerechnet. Also 3000 werden es schon sein. Aber da sind ja auch Tickets für Kraftclub dabei. Ach, das war... Ah, Kraftclub wollte er wahrscheinlich, genau. Er wollte Das Kraftclub. soll erst danach herauskommen, Ach so. die da spielt. Ja, das war so geil. Und dann war es natürlich, hat sich ein Schaftler auf einen Zug geschmissen. Und entsprechend sind wir da dann abgeholt worden. Und dann hat er gesagt, das ist ein Zeichen. Also eigentlich beide, Sabrina und Stefan haben gesagt, das ist ein Zeichen. Ja. Und dann sage ich, fahrt halt ihr zu? Nein. Aber der Stefan wollte sich dann eben Geld leihen. Und jetzt pass auf, das habe ich vorher gar nicht erzählt. Das Beste war, ja, 3000 € wird er schon brauchen. Also ich leider jetzt keine 3000 €. Wow. Ich konnte, ja, ich bin bei der Freude. Aber so, dann sage ich leider, Willst du keine Zähne? und dann sage ich, ja, ich gebe es dir in 6 Monaten zurück. Dann sage ich, hä? Dann sagst du, du verdienst immer so, ja, er kann es nicht mehr zurück sein. Dann sage ich, dann leider kann ich, also ich kann dir 1500 leihen. Dann sage ich 2000 und ich gebe es dann 4 Monate zurück. Sag ich, nein! Okay, ja. Ja, gut, wie gesagt, das war ja schon angesoffen. Ja, der Harry und ich haben bei der Rückfahrt, glaube ich, ungefähr 8-mal gesagt, ja, Bier war jetzt eigentlich schon geil. Aber haben uns dann doch dagegen, also vor allem wir, mit dagegen entschieden, weil er Angst gehabt hat, dass wir rausziehen und ich halt dann, also er hat Aufgewärmt des Todes gehabt. Und dann nur noch Bier aus dem Maul stinken. Ja, und halt einfach nicht. Ja. Jetzt haben wir nicht fahren dürfen, wenn es nur ein Bier getrunken hätte. Ja. Selber nicht. Was ich vergessen habe, dir zum Verzeihen, der Harry und ich haben ein schönes Erlebnis gehabt. Okay. Und zwar haben wir uns, glaube ich, auf einer einstündigen Autofahrt, glaube ich, jeweils eine Cola Zero und einen ganzen Energy Drink reingepfiffen und waren ja beim Kaffee. Jeweils hat sie. Ja. Und warum ist dann hier noch einer übrig? Der war noch da, also ja. Haben wir da vorher einen Kaffee getrunken und eine Pizza gegessen. Dementsprechend dringend haben wir dann zum Scheißen müssen. Ja. Und das ist das erste Mal, dass wir beide simultan direkt nebeneinander geschissen haben. Das erste Mal. Ich glaube so, zumindest, dass wir uns erklärt haben. Wer war's? Lustig. Es war sehr amüsant, wenn halt immer keinen fahren lassen Wenn da eine geantwortet hat. Ja, schon, ja. Sehr ähnliche Tonalität. Ja, schon hat sie einfach okay da. Ja, da haben wir gewusst, da sind, ich glaube, so fühlt es sich für Weiber, wenn es dann Gleichzeitig menstruieren. Ja, genau, wenn es gleichzeitig da den Scheiß Ja, nur dass das halt voll eklig ist. Ja, das mag ich mir nicht vorstellen. Nein, kann ich mir gar nicht vorstellen. War aber, was nicht so geil war, es war das Klo selber, das war nicht so schön, war kein Sanifair. waren noch mehrere Kabinen da. Eine war noch da gewesen, ja, aber es Weil jetzt jemand in die Zange nehmen können. ja. Aber zwischendrin sind schon zwei zum Pissen gegangen, ich glaube, die haben schon kurz ein bisschen gezweifelt, was da passiert. Seid ihr dann seid ihr Leute, die dann warten, bis die Leute beim Pissen Nein, fertig das sind? ist mir egal. Also Okay. Alles klar. ich hab nicht warten müssen, weil die sind beide lang fertig gewesen mit Pissen, als wir da wieder raus sind. Ach so, du meinst, ja, okay. Also du siehst es nicht als Ding der Höflichkeit, sondern solange es das Gesicht nicht Also, die Fürze zuordnen können, ist da wurscht. also da war mir so wurscht, dass ich da. Das Einzige, was ich unangenehm finde, ist halt bei Auftritten,
Wenn Ja, die wenn Leute 10 Fans erkennen, davor warten, ja, dann sag ich, schon. Was stinkt da so? Sag ich, Entschuldigung, ich bin schon 2 Tage unterwegs. Ja. Was soll ich machen? Ich bin auch nur ein Mensch. aber einen sehr ungesunden Ja, Lebensstil. schon, Ja. kann nicht die ganze Zeit dieses Darmzeug fressen, dass sich meine Magenscheidewand wieder regeneriert. Ja, da hast du jetzt auch wieder recht. Naja, was kostet? 30 Euro. Ich weiß nicht, was du meinst. Also da gibt es so eine Milch. Nein, was Aber anderes. leider, ich hab's bloß noch nie verwenden müssen. Okay, ja. Da hast du anscheinend noch nie gelebt. Nein. Das war. Ja. Ich habe es nicht mehr wegen dem Antibiotika, weil das meine Innereien so angegriffen. Ah, okay. Sowas, was die Darmflora wiederherstellt. Wieso, man muss doch nur dieses komische Ding nehmen? Actimel. Nein, das was alle dann gekauft haben in Thailand. Achso, ja, das ist Übrigens ist es jetzt genau ein Jahr her, gell? krass. Ja, Was sein? weil mir gleich gesundheitlich immer noch nicht komplett erholt. Nein, ich werde mich nicht wieder erholen. Ja. Naja, Was ich so tue. dann haben wir jetzt die Los Brutalos Favorites, oder? Das waren Mm, Lieblingskleidungsstücke von uns selber. Ja. Da haben wir gesagt, ich habe meine Lederhosen gesagt, ja, Tracht habe ich allgemein auch gesagt. Ich habe gesagt, meine Kutten trotzdem. meine Collegejacken und meine Levi's Lederjacken, die ich immer habe. Was ich gerne noch hinzufügen möchte, ist, ich habe einfach einen schwarzen Pulli. Ja, Der ist nichts drauf, habe ich auch wieder dabei. ja, Und der passt immer. ja, Also das dem bist du trotzdem. hat ein bisschen, ich vergesse mal den Namen, aber diese Low, diese Schultern, Passt, also. die so ein kleines bisschen tiefer hängen. Ja. Ach, fickt euch doch wirklich jetzt. Du musst links, weiß nicht, müssen wir was fahren. Das ist unglaublich. Da fahre ich einmal nicht da rechts. Ja. Wegen einem Podcast. Baustelle. Ja, so eine Baustelle da, Freunde. War es nicht höflich, das irgendwo anzuschreiben, vorher schon? Ja, ich glaube, wir sind in Hetzkirche, das geht ja komplett zugeschissen, nicht direkt los. Ich hasse Hetzkirche wirklich abgrundtief. Klinken, ich stimme zu. Also das ist wirklich, gibt das einzige Gute an Hetzkirche, das ist Sappe Almwiesen und die ist ja sowas von weit weg vom Schuss. Ja, Ganze Lacker ist kein Sanchez. Ja. Vielleicht nochmal nur Steuer aus. Ja, Maria Stall darf bleiben, aber sonst geht alles komplett. ja, der See geht auch noch aus da. Ja. Das ist halt schön. Naja, gut, ja, dann haben wir das auch. Was waren die 5 Fragen? Hast du das, Sabrina, oder? Erstens, welche Sache aus eurer Kindheit vermisst ihr gar nicht? Welche Sache aus unserer Kindheit vermissen wir gar nicht? Kann ich genau wiedergeben, ich habe direkt gesagt Hausaufgaben Ja, ich habe gesagt, nicht Autofahren zu dürfen. und allgemein, dass ich nicht essen kann, was ich will, weil Ja. Die ganzen sexuellen Übergriffe von meinem Onkel. ja, auch die ganzen sexuellen Übergriffe von seinem Onkel zu mir. Ja, Ja, das geht mir auch nicht so ab, glaube ich. Aber gut, das macht er immer noch. Deswegen. ja. Ja, die zweite. Aber jetzt ist es irgendwie honorig. Oh, das Mann, war fast das war so so. geil gewesen. Das war fast ein Radlfahrer weniger Scheiß gewesen. dreckiger Pfeffer. Vor allem ein rothaariger Ja, Radlfahrer. oder Rennradfahrer. Da ist ja alles musst du dabei. dazu Ja, sagen. leck Ich mich. weiß Ja, nicht. jetzt hast du das auch gesehen, gell? Ja. Du? Richtig. Geht auf den Gehsteig, du dumme Nuss. Ja, ich bin der Schau noch mal, schau noch mal. Mhm. Was soll schon passieren? Ja. Stimmt der denn heim? Au! Gott. Ja, Nein, das ist, ich habe glaube ich selten was so Dummes beobachten müssen. ich sehe ständig so dumm. Und ich habe viel Spiegel da. Ja. Und es sind immer Leute auf dem Radl. Ja. Ja. Was war die zweite Frage, Sabrina? Was wird für euch Geradeaus, oder? Nein. immer Rechts. gleich bleiben, auch wenn ihr mal Madison Square Garden spielt? Da haben wir gesagt, die Texthänger, Ja. die werden sich nie ändern. Sondern eher noch größer werden, weil wir ja noch mehr saufen. Ja. Dann haben wir gesagt, wir spielen Playback. Ja, das Problem ist. Ich nochmal wiederholen, weil man hört mich nicht. Ja. Achso, ja, stimmt. Die Frage war, was wird sich ändern? Wenn Los Brutalos so groß ist, dass wir im Madison Square Garden spielen. Was lustig ist, weil Was sie nicht ändern was wird. sie nicht ändern wird. Ich habe gestern an Patrick geschrieben, es ist nicht mehr ein allzu langer Weg bis zum Madison Square Garden. Ja, Ja, Garden. habt scheinbar einen Link. Ja, vor allem, was noch interessant war, da würde ich die Leute wirklich gerne mal mitnehmen zum Thema Texthänger. Ja, ist Texthänger entstehen bei mir vor allem bei Songs, die ich besonders gut kenne. Weil da bin ich dann schon, für mich läuft es dann auch auf der Bühne komplett am Autopilot ab und Moves habe ich sowieso immer drauf. Und oft ist es so, dass ich dann tatsächlich auf der Bühne an irgendwas anderes denke. Also ich rapp das runter, singe das perfekt runter, Ja. aber dann denke ich halt zwischendrin
drüber nachher, geil, was kann man jetzt danach noch Schönes machen? Weil süßen Boys gibt es Bundles, das in Ja. Backstage kommen darf. So Auch einfach alle, Ja. wie beim Tindern, einfach Ja, alle schon. mal das Bundle geben und dann kann ich sie immer noch. Das checken die Leute nicht. Eigentlich sind ja die Konfettikanonen Backstage-Bundle drin, dass alles schön absaugt. Ja, schon. Aber es kommt immer keiner. Voll nervig. Ja. Und dann weg sie wieder am Hotelzimmer. Ja. Naja, Oder im Zug. ja, egal wo. Ja, je nachdem, was halt einfacher für mich ist. Ja. Ja. Weil ich es Und- gerade gesehen habe, aktuell Nestbau bei den Raben. Ah ja, dann hast du verstanden. Das passt. Nein, danke. Ist da gerade gestanden, oder? Nein, der kann was rumtragen, der Rabe. Das Ah, so, ja. Ja, Störche auch gerade wieder richtig am Tor. So, ja. Ja. Genau, und wenn es halt eine komplexere Frage ist, wie was, wo möchte ich halt noch alles saufen und kann es sein, dass ich zwischendrin dann rauskomme. Ja. So ist es. Aber es ist auf jeden Fall gescheit, für einen Texthänger zu haben. Ich fahre den blauen schon Ja. wieder. Passt. Ähm, Ja, da ist bei mir oft so, dass ich merke, bei deinem Part, oh, wie geht mein Part los? ja, genau, dann wirst du richtig nervös. Dann singe ich aber den Refrain im Blindflug, weil da die Ja, Worte klar. meistens, weil wir da ja unter 50.000 Reels dazu gemacht haben. Ja. Und dann merke ich dann, unterm Rappen fällt es mir ab und zu schaue ich auf mein Handy, ob ich noch irgendwo den Text habe. Echt, oder? Wenn ich gar nicht mehr. Echt? Krass. Aber da muss ich schon früh drauf kommen, aber es kommt selten vor. Vielleicht. Ja, habe ich bei Schuh des Manitou hab ich's gemacht, Mhm. weil da bin ich gar nicht mehr drauf gekommen. Aha. Ja. Aber sonst, Ja, das Gute ist, oft können wir uns ja trotzdem gegenseitig Ja. retten, vor allem was, also ich kann ja ja, da kriegt man das am alle einen Doubles Blick. von der, ja, das ist, ja. Ja, es ist immer faszinierend, weil der größte Fehler ist, wenn du über den Text nachdenkst. In Ja. dem Moment, wo du darüber nachdenkst, was als nächstes kommt, hast du eigentlich schon verloren. Ja, Weil ich habe das nicht abgespeichert, sondern es war wie wenn ich jetzt beim 10-Fingersystem drüber nachdenke, Ja. wo ich jetzt als nächstes tippen muss oder beim Schalten, keine Ja. Ahnung. Entschuldigung. Nichts passiert. Ja, die nächste Frage. Wo seht ihr, ob das Kind oder die Jugendtechniker kicken? Da gibt es bestimmt so Situationen. Also, wo sehen wir das Kind? Im anderen sehen wir, ich habe mal gesagt, bei den Reels, oder? Wenn wir Videos Jetzt mal über ein paar Ja. Videos dran, ja. Ja, Dass sich einfach gar nichts verändert hat. Nein. Merkt man So. vor allem, wenn auch der Harry noch dabei ist, weil das einfach dieselbe Scheiße ist, die wo man schon in der 7. Klasse gemacht hat. Ja. Nur mit mehr Körperbehaarung. Ja, und noch unfüttern mit mehr Husten. Ja. Das sind, glaube ich, die hauptsächlichen Momente. Sonst sind wir richtig verbittert, die alte Arschlöcher. Ja. Werden Die gemeine Kommentare irgendwo in die Foren. Ja, schon, ja. Ja, Foren. Das gab's mal. Das kennt ihr gar nicht mehr, gell? Kennt ihr Reddit? Der Arschler kriegt so einen gemeinen Kommentar von mir, wenn ihr einmal Ja. blicken lasst. Aber in der Zeitung. Ja, ja. Oft, Leserbrief. Ja. Die nächste Frage, an die erinnerte ich mich sogar noch, das war, in welchem Schulfach war man jetzt noch ohne Vorbereitung in irgendeiner Form gut? Ja. Und da habe ich gesagt, ich glaube in Deutsch war ich noch relativ gut, wenn ich mich konzentrieren darf. Ja. Aber das ist ein. Du machst halt einen Bock zum Gärtner. Das habe ich kurz mit einem anzweifelnden Blick bedacht und Ja. dann ist mir eingefallen, dass der mir hier einfach nur ein geschlampertes Arschloch ist. Ja, Ein gut. kompletter Zu viel Volldepp. Fremdwörter sollten nicht vorkommen. Ja, aber es ist ja Deutsch, oder? Ja. Also von dem her, Aber so eine schöne Gliederung mal wieder schreiben, das darf mir schon Spaß machen. ja. Oder Ja. ein Märchen. Wir haben uns immer einen Strick draus gedreht, wenn man so gesagt, wenn ich einmal mich nicht komplett an das und das Drecksschema gehalten habe, Ja. dass das trotzdem eine scheiß gute Story war, Ja. das war die Leute natürlich egal. Wurscht. Ansonsten, Englisch glaube ich war jetzt besser wie damals. Ich hätte halt nur keinen Bock auf die Grammatik-Scheiße. Ja. Da hätte ich halt Angst, dass ich es dann auch wieder komplett versau. Deswegen war ich mir eigentlich einig, Sport, glaube ich, kann die Disziplinen, die man in der Schule spielt, jetzt noch genauso gut. Ja. Ich habe noch gesagt, in Erdkunde war ich wahrscheinlich besser, wenn ich ein bisschen besser auskenne, geografisch. Aber dann auch, wenn es ins Detail geht, Ja, Erdplatten, keine Ahnung, was man in Erdkunde sonst noch lernt. Regenwald, Ozeane. Weißt Aber du, weißt du irgendwas über Ozeane? Nein, Also ich meine auch, wo Bayern ist. So grob. USA hat Atlantik, Pazifik. Ja. Portugal gezeigt, war Grenze zwischen Atlantik und Pazifik, weil einmal ist es warm, einmal ist es kalt. Krass, du scheinst alles zu wissen Ja. über Ozeane. Nordsee, Ostsee. Aha. Heftig, okay. Ja. Ostsee oft ein großes Fischsterben, wenn nicht durch Stürme wieder Salz ins Wasser kommt, Mhm. das kann ich dann noch sagen. Ja. Nein, weiß ich Bescheid.
So, Sabrina, die letzte Frage. Ich weiß, ich habe eine übersprungen, Entschuldigung. Bei welchem historischen Moment wäre ich gerne dabei gewesen? Stimmt, bei welchem historischen Moment wären wir gerne dabei gewesen? Da habe ich gesagt, bei der Up and Smoke Tour vom Dr. Dre. Ah. Und da habe ich was Cooles aufgeklärt. Also, was heißt nicht aufgeklärt? Ich habe einen Kid Rap gefragt, dass er soll komplett ehrlich sein, ob er es gewusst hat oder nicht. Deswegen stelle ich euch die Frage jetzt hinten auch nochmal. Wisst ihr, wofür D12 steht? Was? D12. Die Band von Eminem. Kenn ich gar nicht. Ah. Das steht fürs Dirty Dozen, also das dreckige Dutzend. Sie sind aber nur zu 6 und nicht zu 12. Die haben eine Eier. Na, fast. Ja, jeder hat sein alter Ego noch. So, jetzt warte ich. Und das ist eigentlich ein ganz cooles Konzept. Ja. Up and Smoke, wer war jetzt dabei bei der Up and Smoke Tour? Der Dr. Dre, der Snoop Dogg, ich glaube sogar der Exhibit und der Ice Cube und der Eminem. Krass. Ja. Ja, ich hab gesagt, beim Mauerfall, glaube ich, war ein guter Vibe, aber für Ja. uns halt eine richtige Scheißaktion. Weil er Steht so auf. Ja. Ja, ich glaube schon. gleich zurückgeschlagen. Ja. Was mir jetzt noch kommt, Woodstock. Ja, Woodstock, wobei wahrscheinlich hasse ich die ganzen Hippies. ich glaube, jetzt da bist du saust und da drauf bist, dann ist es wurscht. Nicht egal. Woodstock war ich gerne dabei gewesen. Das war schön. Aber wir haben jetzt aus Woodstock der Blasmusik. Ja. Und Ah, cool. ansonsten, ja, ich glaube, das war's. Hat man noch eine Frage? Nein. Dann fahren wir jetzt gleich zum Konzert und haben da eine Gaudi. Ja. Wird ein richtig aufwendiges Wochenende. Ich weiß nicht, ob dieser Podcast erwähnt wird, aber wir haben 2 Shows und dran zwischendurch noch ein Musikvideo. Mit dabei sind diesmal Cats Music und der Goldene Snoozer und eben kam der Tom Joe und die Gletscher Guys. Das wäre so geil. Das wird so geil. Geil. Die letzten Worte hat wie immer der wunderbare Harry. Sag danke, du Arschloch. Na, wir sagen danke. Danke.